Hi, so van deze video waar we door meer over Tylenol, Paracetamol en all day en wat een grote persoon en was een persoon. En ik wil dit video doen we niet met een onder top merken en dan wordt het gaan kunnen top merken en dat een video merken. Maar ik wil unbedingt niet gaan dat mensen zullen eens de informatie aan kop gaan wat er voor de Kenia weer. En ze denken dit weer over de grote en dat voor de grote en de Kenia, dat er een select voor een vertuschen. Ik weet ongeveer nog moet zo dan hebben we zelfje een kart bij een kartentje heet en dan vertuscht en dat loopt daar en dan verwechselt die informatie en mir ging es will unbedingt nicht gaan tot so passieren. So, like so, jetzt habe ich einfach 12 verschiedenste Videos mehr, wo ein bisschen härter waren, aber das ist okay. En ja, so für grote, again, Tylenol and Paracetamol, that's basically hetzelfde. En dat is dan voor fiber en voor kopvideo. Ze zijn tension headaches, ze zijn aan. En bis in Durchschnitt je video. Dat is beter wanneer je een empfindliche Mail hast oder die seine Ulcers hast oder seine Schlamsen in Mail oder Ulcera. So für solche Menschen ist das viel besser Tylenol oder Paracetamol einnehmen. En dat denk ik als overdosen, dat die te veel medicijn aannemen kost, kon die dan ins Leberschuden geben, so ein Leberschuden geben. So die was abpassen met dat die nicht was te veel aannemen. So viel annehmen, als het zegt, aber nicht te veel annehmen. En er zijn some mensen, ik weet, mijn broer is aber die nach Monat worden ze meer annehmen. Aber dat weer een grote jongens, so, die houden meer weg, dan is het niet zo leicht dat ze boezig wat schuden dat. So zeg even bij de Kenia also, even bij de grote kon dat met weg. Nu zijn, hey, voor hoeveel weg is dat? Voor een mens met hoeveel weg is dat? En so dem nu kon het dan ins Leberschuden geven of niet. En wanneer te veel is, so ja, again, die was die niet ins Leberschuden aanhandelen, akut. So ja, en Ibuprofen, Advil en Motrin, dat ja voor de grote alle. Die werden alle zijn dus video wat de met abgeschwollen en zo te doen had met inflammation en charpa of we nog meer have je inflammation niet dat er ontharpa te zijn is, maar er een charpa is. So ook voor teen video, voor mensen met teen video en met muil video te doen hadden of met oorm video, zoals baby's. Voor dat is ibuprofen. Nou, maar die werkt hier maar dat dobbelt zijn, maar ja, is dat beter. En ook voor ze van die we vernichtet haben, dus een fout verwerkt haben, of zo irgendwas, is ibuprofen beter voor zijn video als Paracetamol. En dus regenvideo, arthritis, wanneer je gelenken, de ola dat voor dat is ibuprofen beter als Tylenol en Paracetamol, wanneer dat houdt inflammatie erop brengt. En ook voor rail, wanneer je rail hast en du zoveel kramp hast en video hast, dus zijn als ibuprofen beter tel. En ibuprofen is er weer ook fijn voor tension headaches. So dat is niet nu, hey, tension headaches, dan moet je aan je unbedingt krijgen Paracetamol of Tylenol gaan. Dat geeft ook zo'n medicijn, nu ga ik die noemen vergeten, dat is een beetje niet mooi dat eindelijk gebruikt. Dat zijn een combinatie van Paracetamol, Ibuprofen en ik geloof cafeïne. En een mens dat zoveel met migraines trouble heeft, dat wordt al weten, hey, nog moeilijk moet ik zo'n medicijn gebruiken. En wanneer je te veel en hast moet gebruiken, die gaat daar met slapen. Of die tarpa, die deed er niet veel met. Nou moet ze een 6 wat voeden, nou moet ze een 6 wat voeden, nou moet ze een 6 wat voeden. En zo, wat hij nu decentraliseerd voor migraines gebruikt, dat is bioelektro. Nou, dat is de bioelektro wat de verschillende soorten man gaf, sorry. Nu weer toch een kap dat je doet. Dat is dat wat de drie verschillende hebben. Zoveel mensen die vinden door met goot, dat zij er kapvideo worden. Wat mijn man nu goed voor kapvideo gebruikt dat wanneer nu heeft hij zelf nog kapvideo, wenn je druk bureau arbeidt.
bei seiner Arbeit nicht. So, dann dürft ihr wenn ihr Arbeit, wenn ihr Migraines. Wenn sie so Stress haben und so viel, dat mensen kan niet wel nu komen alle honden stad dat je maar kan verdelen is zo. Wat hij nu deze tijd deed als Alka-Seltzer of Picot. En dat is zo veel zwakker, dat is abgeleist en zo veel leichter ook niet meer of zo. Was dat dus zo voor zijn mensen met migraines aan. En ook, so Ibuprofen wirst du wel nicht brauchen, wenn die Mehlschlämsen hast. Du hast Paracetamol weiter und Tylenol. Wenn du Mehlschlämsen hast, ist Ulcers, Ulcera, whatever, so irgendwas schwer oder Schlämsen, was immer eine Mehl hast, da wirst du lieber nicht wel ein Ibuprofen einnehmen. So, du würdest lieber sein, weiter tacheln. Und sind Menschen, die so weit Pillen einnehmen und fertig, die können dazu kommen, dass sie Schlämsen in Mehl haben, wie die Ferien mit Medizin einnehmen, eben dem Mal. So, ja. Und Ibuprofen soll Ibuprofen, Advil und Motrin soll unbedingt nicht durchmixen mit Aspirin. Kinder sollen je lieber verhältnismäßig Aspirin einnehmen und Ibuprofen und dort wirst du nicht mit Aspirin taub. Also da können dumm sein. Und wo Aspirin geht zu ist, Aspirin hat noch sein gute Dinge, aber das ist mir ein Wort von mir annehmen. Es sind sehr viele gute Dinge von Aspirin. Aspirin ist gut für einen Menschen, der sich sein Hart will schützen. Some Familien haben ja, hey, in unserer Familie haben Hartprobleme. Und so Aspirin ist fein, wenn du den Hart schützen willst. Und wenn du Hartprobleme hast, dann sollst du lieber nicht Aspirin nehmen. Wenn du Probleme mit dem Hart hast, dann Tachlud. Wenn du dort schützen willst, vor die Probleme hast, dann ist Aspirin fein für dich. Und dat is ook fijn om Fiber en inflammatie ook overbrengen, dat is ook fijn te dat kan ook gebruikt worden als een beetje bloed aan de mensen. Mensen hebben te dik bloed en die kan doen met bloed een beetje aan de En dit is ook een oorzaak dat sommige mensen die worden dit gebruiken, wenn sie im Umfang an einer Zeit sind, wenn sie früher haben Probleme damit, dat bloed die te dik worden en oder dat de placenta zich wel dat de körper de baby niet onerkennen en dat du wel aufschneiden. Terwijl du sagt dan zich ja dat nog maar een Woonbuur dat even rauf en dik worden dat het een zijn körper abhören soll met bloed te durchloten. So een zijn soms früher körper die onerkannte Schwangerschaft nicht de gleiche houden, dat is wat damit. En dan wil je niet bloed doorgloeien. En dan dat je baan met zijn dichtschlijm, dat coagulaar. Dat je zo een wondbuur. Dat je niet zo bloed en oxygen naar doorkomt. So, voor zo'n vrues kan dat fijn zijn zo kleine, zo schwache Aspirin aannemen. Alle dag. Alle dag aannemen. So, aber das bist für seine Frühe ist dort. Wenn du nicht mehr ein Problem hast, dann darfst du die nicht da. Sorry. Und so Menschen, die vielleicht mit Blutstärke-Trouble haben oder irgendwas, die würden vielleicht auch Aspirin oder die Doktor wird mit Aspirin irgendwas gewisse Dinge halten können. Du willst einen Doktor, ich muss einen Pflege kriegen, aber es ist in dieser Situation passend oder nicht. So, nicht sagen, hey, morgen hast du gesagt, oder nu wordt dat is dat dan. Zullen we alle liever niet met spelen, maar dat is een ding voor die dag dat je vrij onkost. So, met een persoon wat met bloedoederen trouble heeft, ook met bloedsteek, ja. So, ik voor mij, ik doe dat niet. Ik heb geen meer zien broden dat is een goede ding voor mijn bloedoederen, so. In Aspirin wird in der für abpassen, weil einer auch Ulceras hat oder eine Mehlbladen dat. Da ist ein Risiko, das kann passieren. Es ist nicht ein großer Risiko, aber es kann passieren. Wie so Menschen erst passiert, so in die Ferne, wenn er wird annehmen. Dus wenn er annehmen hat, er wird wel so schwach als möglich annehmen. Und nicht viel so stark als möglich. Und das ist noch ein Ding, man wird sehen.
fjärran met wat je moet zien. En zien wat in de voedsel wordt niet gratis doos aannemen. En zijn kerken wordt zo gewarnt worden, dat du met den doos hechen. Wenn du lieber kannst eine schwache Dosis annehmen, vielleicht eine hohe Dosis annehmen, und die Hälfte, dann bleibt wieder hohe Dosis. Und das ist aber nicht für andere Medizin, das ist für das Weidemedizin, wenn die aus Weidemedizin der annehmen das. Dass die schwache annehmen. Und dass wenn die Leute mit mehr annehmen, dass du noch Fernraum hast, zum mehr annehmen kann. Dus wanneer dit wordt een entzündungsmedizin zijn, du wirst die unbedingt nicht schwach annehmen, wat de dokter altijd sagt, hey, sollen so viel, alle sollen so viel Stunden nicht schwach annehmen. Entzündungsmedizin, das wird ganz verändert. Du kannst lieber Schuden tun, wenn da die Entzündung sich die Medizin kennenlernen, in stärker worden jene Medizin, und die überstehen, anstatt die Medizin, die Entzündung wird tun, ja. So, das ist bloß bei Weidemedizin, nicht bei anderen Medizin. Und bloß noch einmal zum Denken halten, nicht mit Ibuprofen top nehmen. Aspirin und Ibuprofen top, das kann so da sein. Auch noch einmal erwähnen, Aspirin, und das geht auch für Ibuprofen. Du da noch abpassen, dort nicht annehmen, oder du noch abpassen, wenn du dort annehmen das, nicht zu fern, wenn du auch Hautprobleme oder Nierenprobleme hast. Wenn du Nierenprobleme oder Hauptprobleme hast, dann da wegbleiben von Aspirin oder von Ibuprofen. Ibuprofen, das ist nicht so ein großer Risiko, aber hat auch Risiko. Das ist ungewöhnlich gefährlich. So, einer wird du wollen abpassen, dass einer nicht sich in seine Organe vermehren. Und dann lieber mit dem Doktor reden, hey, was sind hier meine Optionen, was der Beste für mich hier in das Fall. Und dass ich immer sage, den Doktor, wenn jeder Doktor für das oder das den Doktor so viel Fragen als möglich stellen, dass ihr so viel weiten als möglich. Je mehr Informationen habt, je besser auf eine als einer. So, ja. Hoffentlich habt ihr was gelernt und habt ihr sehr jemand im Titel um ein Video zu watchen. Und danke schön für das, dass ihr so gewatcht habt. Und dann sehen wir uns in dem nächsten Video. Bye!